Hallo zusammen, ich bin Anita und ich mache Videos über die Passerelle. Ich habe die Passerelle im Sommer von einem Jahr gemacht. Ich versuche ein bisschen Tipps zu geben und ein bisschen zu erzählen, was bei mir gut und was schlecht gelaufen ist, und ich hoffe, dass euch das irgendwie weiterhilft. Ich habe mal ein längeres Video gemacht, wo ich in 2 Teile aufteilen musste, wo ich wirklich über alles geredet habe, und jetzt versuche ich zu den einzelnen Fächern noch kürzere Videos zu machen, falls ihr euch das lange Video nicht antun wollt. Also ja. Heute rede ich über die Mathe. Kurz, falls es vielleicht Leute interessiert, zeige ich euch noch schnell meine Noten. Mathe da unten, also ich habe in der schriftlichen einen 4,5er und in der mündlichen einen 4er. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wieso bin ich in der mündlichen Prüfung schlechter gewesen, und das ist ein bisschen eine längere Geschichte, die dann jetzt auch kommt. Nein, so lange ist sie nicht, aber die meisten Leute sind wirklich besser in der mündlichen als in der schriftlichen Prüfung. Und das hat bei mir einen Grund. Okay, also fangen wir mal an. Falls ihr jetzt gerade Passerelle macht und jetzt im Sommer die Prüfung habt, würde ich den Tipp wahrscheinlich nicht viel nutzen. Aber falls ihr kurz davor seid, mit der Passerelle anzufangen, dann schon. Und zwar bleibt wirklich dran mit den Aufgaben, die ihr habt. Also wir haben ein Skript gehabt mit der Theorie und dann halt so Bücher, also Übungsbücher, Aufgaben drin gestanden sind, die wir halt jede Woche müssen lösen. Das ist mir wirklich ein Plan, kann man genau gewusst, was wir machen müssen. Mathe ist einfach etwas, wo ihr wirklich dranbleiben müsst. Und das ist auch ein Fach, wo ich empfehlen würde, eine Lerngruppe zu bilden. Also dass ihr euch mit anderen austauscht. Eine Lerngruppe lohnt sich da extrem. Und natürlich sind auch nicht scheu im Unterricht und fragen die Lehrperson, falls ihr etwas nicht versteht, weil ganz im Ernst, ihr müsst am Ende die Prüfung schreiben. Und das habe ich so gemacht, also ich bin in einer Lerngruppe gewesen, wir haben uns 1 bis 2 Mal in der Woche getroffen und das ist eigentlich auch gut gegangen. Und ja, klar, ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, vor allem mit Analysis 2, aber ja, ich meine, schlussendlich, ihr braucht ja keinen Sechser, also ja, es lenkt, wenn, es ist also nicht so schlimm, wenn ihr nicht alles versteht, aber ihr wisst das wahrscheinlich auch. Und natürlich ist auch wichtig, dass ihr also Probeprüfungen geht. Wir haben nach jedem Modul, ich weiß nicht, ob ich es so nennen kann, eine Probeprüfung gehabt. Also wenn es ist Analysis 1 angeschaut, dann Vektoren, Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann Analysis 2. Was auch noch wichtig ist, also wir haben das so ein Formelbüchlein bekommen, also wir müssen kaufen und wir dann auch dafür brauchen. Einfach Fundamentum Mathematik und Physik, also das haben wir auch für die Physikprüfung dafür brauchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr vielleicht eine neue Version habt oder auch diese Version. Ja, also gönnt das Heftchen wirklich durch und machen das Sally 3. Und ja, damit ihr einfach schon vorbereitet seid, weil ganz am Ende an der Prüfung, wenn ihr nicht noch Zeit damit vergeuden. Was auch noch wichtig ist, schaut, was für einen Taschenrechner ihr brauchen dürft. Also ich habe jetzt einfach symbolisch den Taschenrechner da. Das ist der Texas Instruments 30XS Multiview, den ich jetzt da habe. Den eigentlichen Taschenrechner, den wir dürfen brauchen, also den hätten wir auch dürfen brauchen, aber wir haben den dürfen brauchen, der am meisten Funktionen hat, der noch zugelassen ist. Und das sieht wirklich genauso aus wie der, einfach in schwarz, und ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr. Aber einfach der Grund, wieso ich es erwähne, ist, fragt wirklich oder informiert euch, was für einen Taschenrechner ihr brauchen dürft. Je mehr Funktionen, desto besser, würde ich sagen. Und lernen damit umzugehen. Weil viele haben so einen kleinen blauen gehabt, wirklich den, den man noch in der Oberstufe oder so bekommt. Und die sind nicht schlecht, aber so einer, also so Multiview, ist halt schon viel praktischer. Und wenn ihr dann auf den umsteigen müsst, dann schaut wirklich, dass ihr mit dem klarkommt. Okay, und jetzt sind ihr wahrscheinlich kurz davor sind, die Prüfung zu schreiben. Ist einfach, was ich empfehlen kann, wirklich alte Prüfungen zu lösen. Löst die alten Prüfungen, dann seht ihr wirklich, was auf euch zukommt. Ihr könnt auch alte Aufgaben lösen, aber ja, ich meine, wenn ihr wirklich Übung braucht, ist gut. Aber ich würde mich vor allem auf alte Prüfungen konzentrieren. Oder ich würde einfach die Probeprüfungen nochmal anschauen, die ihr gemacht habt. Was ich auch noch empfehlen kann, ihr erwähnt den Channel zwar die ganze Zeit, aber von The Simple Club gibt es einen YouTube-Channel, wo The Simple Maths heisst. Wahrscheinlich kennt ihr den auch.
Und die haben wirklich sehr gute Videos. Wenn ihr auf die Webseite von denen geht, also simpleclub.com oder .de oder was, ich verlinke es euch unten, dann könnt ihr auch, wenn ihr eine Mitgliedschaft dort habt, und ihr könnt, soweit ich weiss, ist das nicht mehr der Fall, 7 Tage das gratis testen, dann kommen wir auch auf so Übungen, die ihr machen könnt, und dort können sie euch auch so Schritt für Schritt erklären, wie man auf die Lösung kommt. Ist vielleicht auch noch gut, falls ihr wirklich so kurz vor der Prüfung noch extra Aufgaben, oder falls ihr etwas nicht versteht und das mit die Übungen von ihnen machen wollt, ist das nicht schlecht. Also ich habe das damals gemacht, also nicht nur für Mathe, weil ich dann auch zum Teil für Bio, Physik und so Handouts, die ihr abladen könnt, also ist wirklich nicht schlecht. Oder ich meine, auch sonst einfach, dass ihr gratis auf YouTube anschauen könnt, ist auch schon mal gut. Falls ihr etwas nicht versteht, sicher auf das auch ausweichen. Ich meine, ihr könnt nichts verlieren. Und ja, das ist halt vor allem für die schriftliche Prüfung. Für die mündliche Prüfung müssen wir natürlich das Zeug auch verstehen. Also die schriftliche Prüfung ist meiner Meinung nach gut gelaufen. Ich meine, ein 4,5 ist wirklich gut, finde ich. Ja, ist auch besser als bei vielen anderen gelaufen. Also viele haben sich wirklich dank der mündlichen Prüfung gerettet. Was lustig ist, weil es bei mir einfach schlechter war als die schriftlich. Okay, und zwar die Story dahinter ist, ihr müsst ja, wir haben ja die 4 Themen quasi, also Analysis 1, Analysis 2, Vektorgeometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und ihr könnt ja ein Thema davon abwählen. Und ich habe Analysis 2 abgewählt, was mir das schlechteste Thema war. Und von diesen 3, die bleiben, müsst ihr ja 2 ziehen. Oder? Und dort hat es dann Aufgaben. Und ich habe genau die 2 bekommen, die ich wählen, Vektorgeometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die 2 habe ich am besten gefunden. Und das Ding war aber, ich bin ziemlich am Ende des Tages dran gekommen, weil wir haben es alphabetisch nach Nachnamen haben sie uns quasi die Zeiten gegeben. Und mein Nachname von Thea, also ja, bin ich glaube die drittletzte oder so gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war mega nervös gewesen. Leute haben zum Teil schon geschrieben, ob es bei ihnen gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist oder was auch immer. Und ich war wirklich so nervös gewesen und ich habe noch schnell über all die Formeln angeschaut und ich weiß auch nicht, es ist mir einfach, und das war halt die erste mündliche Prüfung für uns und es ist mir einfach zu viel gewesen, ich weiß auch nicht. Und auf jeden Fall bin ich dann nicht reingekommen und ich habe wirklich die 2 Themen bekommen, die ich wählen kann. Und Aufgaben, Leute, die Aufgaben waren so einfach gewesen. Aber ich war so nervös gewesen, was passiert ist. Am Anfang bei Vektorgeometrie, ich weiß gar nicht, was ich machen musste, aber ich habe wirklich einen mega kleinen, dummen Fehler gemacht. Und statt Plus habe ich mal geschrieben. Und dann hat mein Lehrer, weil er sind ja mit dem Experten und mit der Lehrperson dort, und mein Lehrer hat versucht, mich so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, aber er hat mich einfach verwirrt, was er gesagt hat, wäre so, wer hat etwas gesagt, von wegen, ja, das ist nicht die Formel. Und dann bin ich einfach verwirrt für meinen Kopf, also für mich jetzt einfach, ist das gewesen, aber ich habe es irgendwie nicht realisiert, dass ich das Zeichen falsch überlegt, also falsch aufgeschrieben habe. Und ich glaube, er hat es schon gut gemacht, aber was er gesagt hat, hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, weil hätte er einfach gesagt, hey, ich würde mir das nochmal anschauen, was du aufgeschrieben hast, oder bist du sicher, dass das stimmt, dann hätte ich es vielleicht kapiert, aber ich glaube, vielleicht ist das auch zu offensichtlich gewesen, wegen dem hätte er das nicht dürfen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe es einfach nicht gecheckt und ich habe einfach die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, ja, das geht nur 15 Minuten und ich verliere Zeit und ich check nicht, was er meint. Ja, und dann hat es mich verwirrt, dann hat er das halt so geändert, dann ist dann natürlich klar gewesen, so, oh nein, weil an der Prüfung habe ich die Formel abgebraucht und es ist eigentlich vollkommen logisch. Dann hatte ich Wahrscheinlichkeitsrechnungen gehabt und die erste Aufgabe ist auch bei Vektoren, genau die zweite Aufgabe, die ich machen musste, ist auch voll easy gewesen, habe ich gemacht, die ist zu mir eben gut gegangen. Und bei Wahrscheinlichkeit habe ich dann am Anfang habe ich es auch richtig gemacht und dann bei der zweiten Folge bin ich auch ein bisschen verwirrt gewesen. Und schlussendlich, also ganz im Ernst, ich habe voll meine Tränen zurückhalten und wo er gesagt hat, dass es vorbei ist, habe ich wirklich angefangen zu heulen. Ich weiss, es ist mega peinlich, vor dem Experten, vor meinem Lehrer. Es ist so peinlich und ich habe wirklich auf dem ganzen Weg, auf dem Heimweg habe ich die ganze Kühle und ich hatte einen riesen Heimweg gehabt, weil ich habe Passere im Aargau gemacht und ich weiß nicht wieso, aber die Prüfungen sind in Zofingen und ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, wo ich wohne, aber ich wohne nicht in Zofingen, so sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, ich bin mega traurig, ich habe überlegt,
dass es sich gar nicht lohnt, die Prüfungen fertig zu machen, und das dürfen ihr ja nicht. Egal wie schlecht Prüfungen sind, macht die Prüfungen fertig, weil wir wissen wirklich nicht, wie es am Ende rauskommt. Wirklich, das ist so mein grösster Tipp, ziehen es einfach durch. Was ich aus dieser Situation gelernt habe, ist, erstens, falls ihr verwirrt seid, fragt einfach nach einer kurzen Pause. Sagt einfach so, ja, Entschuldigung, ich muss ganz kurz das für mich überlegen. Ich brauche eine Minute oder irgend so etwas, weil es ist viel besser, wenn ihr euch ein bisschen beruhigen könnt. Ihr seid sonst einfach mega gestresst und keine Ahnung, ihr macht es dann einfach falsch. Also ich will niemandem Angst machen, aber das war einfach mein Problem, weil es ist wie, du bist wie von allen Seiten konfrontiert irgendwie und du weißt gar nicht, was du jetzt sagen, und du hast das Gefühl, dass was du aufgeschrieben hast, ist richtig, weil du es einfach nicht siehst. Und dann wäre es viel gescheiter gewesen, hätte ich einfach kurz angehalten und kurz einfach eine Pause gemacht. Schlussendlich, also ich meine, die Lehrer wollen euch helfen, aber sie dürfen euch natürlich auch nicht zu viel helfen, logisch. Und ja, es ist halt so, um zu sagen, ja, sie sind nicht so nervös. Ich meine, wow, also das könnt ihr nicht so gut kontrollieren. Ja, versucht es einfach in Ruhe anzugehen. Weil es ist einfach wichtig, dass sie sehen, dass ihr wisst, was ihr machen müsst. Jetzt auch wenn ihr mit der Aufgabe nicht fertig werdet. Also wenn ihr also eigentlich könnt ihr praktisch nie das Resultat in dem Sinn berechnen, weil ihr dürft ja keinen Taschenrechner brauchen. Es geht einfach darum zu zeigen, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Und eben, ihr müsst nicht alle Aufgaben auf dem Blatt gemacht haben, wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Also im Nachhinein kann ich darüber lachen, aber ich habe wirklich gedacht, dass ich es mir wirklich versaut habe mit dem. Ganz im Ernst. Und ja, das macht einem schon kaputt. Also, wenn ihr das gewisses Wissen habt, versucht das zu zeigen, versucht ruhig zu bleiben. Und das ist so ziemlich der grösste Tipp für die mündliche Prüfung, den ich kann. Ja, ich weiss, zum Teil gewissen die Mathe mehr, gewissen weniger. Aber ich sage euch auch, was mündliche Prüfung angeht, wenn ihr einfache Aufgaben habt. Es gibt wirklich Leute, die Basel bestanden haben, wegen dem weiss ich, dass sie mir so Zeugnis angeschaut haben. Und die haben irgendwie einen 3,5er in der schriftlichen und dann in der mündlichen einen 5,5er. Ich meine, so Sachen gibt's, okay? Schlussendlich, ich weiss nicht, ich habe ja gleich einen 4er bei der mündlichen Prüfung. Was ziemlich gut ist, weil dann ist meine Endnote für Mathe gleich ein 4,5er gewesen, so habe ich es mir mit dem mündlichen nicht versaut. Aber wirklich, das ist so ziemlich das Schlimmste, was euch passieren könnte, ist glaube ich das, was mir passiert ist, dass ihr euch blamiert am Ende und noch anfangen zu heulen. Also von dem ja, also ich denke, ich teile mit euch die Story, weil ja, es läuft wirklich nicht bei allen perfekt. Und ich habe gleich bestanden. Also das ist so ein bisschen, ja, dass ihr es eher vielleicht mitnehmen könnt. Ja, aber falls ihr konkrete Fragen habt, stellt die einfach in den Kommentaren. Ich beantworte die gerne. Ja, falls ihr euch mit mir in Verbindung setzen wollt, ich habe jetzt einen neuen Instagram-Account gemacht. Das heisst Study with Anita. Ich habe es unten verlinkt. Falls ihr auch ein bisschen Lernmotivation braucht oder so. Falls ihr einfach anonymer sein wollt, könnt ihr mich auch dort kontaktieren. Ich hoffe, es läuft gut bei euch. Viel Erfolg bei den Passerelle-Prüfungen. Jetzt im Sommer wird es ein bisschen schwer mit dem Lernen. Ich weiss, ich habe es auch erlebt. Also das schafft ihr schon. Ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Ja, also auf jeden Fall, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!